Der Pfuscher von Bergmannshausen. Lukas. Ich bin der Pfuscher von Bergmannshausen. BGA. Da kann man eine kaufen. Mit dem Brot an Fassel war es natürlich deutlich einfacher, weil ich jetzt schon wieder die Hälfte vom Fassel verbraucht habe auf 2 Bahnen. Ja gut, haben zwar große Bahnen, aber ist halt auch nicht, dass alle kleiner fällt. Und größer Fassel ist auch nicht. Ich hab gesagt, mir ist wurscht. Träume ruhig weiter. Warum haben wir denn eigentlich so viel Geld? Die fix. Ja, wenn ich gewusst hätte, dass das mit dem Hofbauen nicht hinhaut, dass ich einen Stall bei deiner Welt nicht sehe, noch. Doch. Das war aber nicht mein Problem. Das war dann dein Problem. Ja, na, weil sie ja dann macht. Ich baue dann einen Hof. Wart. Ich zeig's dir, wenn mein Fassel ist. Und leer. So, ich stelle jetzt erst einmal den Pfuscher-Bullock da auf Zeiten. Weil das geht ja so nicht. Hier brauche ich diese da. Diese da. Und was brauche ich noch? Diese da. Mir ist wurscht. Gut, dann mache ich Pappeln weiter. Das gehört uns auch noch gar nicht. Ich meine, du machst das. Ich fahre 35. Lang. Seit seinem ersten. Ist schon länger. Hat sie fix, jetzt soll ich mich schon wieder verfahren.
Wo noch? Mhm. Mhm. Na, Fassel ist voll. Ich tue gerade mit dem Auto Gülle fahren, Lukas. Weil es lustig ist. Alle. Ich kann sogar mit dem Gabelstapler einen Ladewagen umlassen. Also Logik wird da ganz groß geschrieben, muss ich sagen. Der Pfuscher Bullock. Keine Ahnung. Aha, ich hab die gerade gesehen. Mhm. Doch. Geht. Gelber Taxi? Achso. Echt? Das kostet vorher ein bisschen, gell? Ja, Wengelapps, aber nicht viel. Ich mag's gar nicht wissen. Also ich bin jetzt bei Ding gleich 4. Byte babbeln. Bist du noch nicht 4.? Wow. Applaus. Doch. Wenn's heute blöd zum Fahren bist. Ah, wer bist denn du? Und was hast du mit dem Onkel Sleeve gemacht? Wo kommt der eigentlich her, der Onkel Sleeve? Ach so.
Gar keins. Die beschleunigen übrigens beide gleich schnell. Mit am Zunhammer Fassel. Ich wollte doch gar nicht unbedingt mitfahren. Ja mei, habt ihr halt vermisst. Ich bin aber mit dem gleichen Fassel schon mal mitgefahren. Auch mit so einem Thunhammer. Aber bei dem Case hast du so lange das Gas durchdrücken können, wie es magst. Der hat genau gleich schnell beschleunigt und ist sehr langsam auf 40 gekommen. Ist fängt schneller. Aber bei Johnny kannst du halt nicht konstant auf einer Geschwindigkeit fahren. Ich hab sogar noch eine Gülle in meinem Fassel drin, die kann ich da reinpumpen, wenn du magst. Vorher. Kannst du mir deinen Bart reinpumpen? Vielleicht muss die auf der anderen Seite stehen. Weiß ich nicht. Nö. Ah, super. Jo. Ich hol gleich jetzt. Hi. Das hört sich ein bisschen mysteriös an. Sag einmal, machst du das mit dem Mund oder schaust du das gerade auf YouTube an? Genau. Ja, aber das hört sich an, wie wenn du am Stinker hockst und massiv Durchfall hättest. Was? Genau. Ah, genau. Mhm. Ja, mhm. Oder Lukas wollen wir bloß Biogas machen. Also ich habe jetzt gerade auf jeden Fall ein Ding gekauft. Eine Untergruppe. Vor meinem Fassel.
eh fix. Kannst du auch machen. Lukas, für 53 müssen wir noch güllen. Am Arsch der Welt. Was hast du denn gekauft für einen? Ah nein, 39er. Mir wundert, dass du keinen Johnny nicht gekauft hast. Können wir schon machen. Ich bin gerade dabei. Wie viel passt eigentlich in der Fassleine? Es gibt aber auch noch wen Huis, gell? Es gibt da noch ganz groß wen Huis. Warte, schau mal, was du gekauft hast. In das, was du gekauft hast, passen 20.000 rein und das ist nicht das größte Samsung. Bei mir passen 18,5 rein, du Hanswurst. Du hättest da 34.500 Liter Fassel kaufen können. Oh nein, jetzt haben wir zugelegt. Und die haben mich zugelegt. Hingelegt. Mit dem vollen Fassel natürlich. Ah, steht schon wieder. Warte, ich muss noch schnell dranhängen. Was ist denn das für ein langer Oberlenker? Ah nein, das ist ja der Schlauch. Oberlenker ist eigentlich relativ kurz. Aber bei dem Rasenmäher-Bulldog, da ist der Oberlenker schon gescheit lang, wenn man da einen normalen Gruppe anhängt. Ja. Bei dem schaut der Oberlenker dann ein bisschen ungesund aus. Ja.
Hilfe. Was? Das Autofahrer ist Hans Wurstnils. Was? Wir haben am Berg auf. C-Fix? C-Fix? Den schafft auch jeder. Meiner fährt da mit 70 drüber. Halle? Ohne Helfer. Die schon. Oh mein. Da darf's da der Tieren. Da Tier ist da. Schleppschlauch. Oh ja. Na, das hab ich drauf gehabt. Ach ja, und ich hab's Fassel gezogen, genau. Halle bin ich reingekommen. Bei dir hat's nicht hingehauen. Leck ist dieser langes Viertel her. Nein, das übelst genau. Das ist jetzt nicht 2x4, jetzt 2 hinten nach. Warum brauchst du doch nicht nachfahren? Bringt doch nicht. Erst einmal Güllen. Und na, da die, ja, weiß gar nicht. Ja, meist da die hier. Mhm. Helfer häckselt und wir zwei dann abfahren. Ja. Hm. Ja, schon, leider. Ich habe jetzt erst 6000 Liter verbraucht. Lukas, ich hab noch mehr als die Hälfte. Er fährt meinem Standgas hinterher. Er ist dann Specht. Lukas. Hast dann Specht gehört?
Da kannst du nicht einmal schnell einen Zubringer machen. Du kannst das da höchstens an Feldrand rein, ohne keinen. Ja, leck mir Marsch. Oh, reine so. Ich bin mit der Mutter haben schon drin gestanden. Das ist schon immer so. Lukas, weißt du, was mir auf der Felsbrunn einmal passiert ist? Mir ist einmal der Hänger eingerollt, der Drehschimmel, und dann ist er auf der einen Seite wieder aussehen, dann ist er auf der anderen Seite wieder aussehen. Und dann letztendlich ist er in der Mitte drin gestanden. Was ist denn da? Ein Grenzster oder was? Ah na, da ist Map-Grenze. Ich bin gegen die Map-Grenze gefahren. Lukas, ich hab heute in der Schule einen Zwickel geschenkt gekriegt. Ja. Von der Klassenkameradin für ein Schnitzelsemi. Nö. So, was verzeihst du, Lukas? Jetzt noch nicht, ich hab noch 28%. Sonst kann ich ja gar nicht auf deine Herr Obergescheit geschafft hat. Lukas, warum fährst man du jetzt allweil hinterher? Ich komm dann schon zu dir, wenn ich la bin. Stell dich einfach an den Feldrand hier und wart da. Oder so. Und dann tust du immer einen Container auf deiner. Dreißig. Warum noch einen Großtraktor? Du kannst ihn eigentlich auch schnell mit deinem herholen, weil da muss kein Bullock nicht dranhängen. Ja, aber dann wird er wieder zurückgehen, wenn er da steht, gell? Ja, das ist der klumperte Pfuscher Bullock.
Passt zu dir. Schon. Hm? Ja. Oder ein Rimi brauchen wir dann noch. Mieten. Ja. Nein, ich hab noch 100 Liter drin. Jetzt bin ich ja schlau. Warte, ich kauf bis dahin. Ich war, Lukas, ich kauf bis du herkommst noch schnell ein paar Meistergeräte. 600 Liter. Mhm. Ja, dann kannst du den Feldrand-Container vollpumpen. Und dann kannst du den immer voll halten. Geht doch gar nicht. Wo der Schnorchel einfach ist und wo der Ding ist. Ja. Irgendwie kann ich das nicht anzuzeln. Nicht wirklich. Aber es muss ich hauen. Weil sonst hau ich's zusammen. Lukas, das muss gehen. So. Warum? Nein, haut immer noch nicht hin. So ein Scheißdreck. Habe ich schon probiert. Geht auch nicht. Herrgottsau. Gibt's auch nicht. Ah, jetzt hat. Nein, ich hab einfach bloß einen falschen Knopf gedrückt. Knopf. Knopf. Ja. 55.000 Liter passen da in die Lukas. Sehr fix. Ja.
Aber in den Feldrand-Container passen 55.000 Liter rein, gell? Darfst nur einmal fahren, wenn du wieder da bist. Ah, Geleck, jetzt habe ich glatt vergessen, das Güllefassel zum Schalten. Warum da ist er angeschaltet? Vor allem ich. Schon mal jetzt von GPS gehört? Ich weiß es nicht. Ah, das glaube ich nicht. Lukas, man kann so viel sagen. Man kann jetzt auch sagen, ja, ich bin vom Hochhausdach runtergesprungen. Stimmt auch nicht. Sie fix. Stellen kann man sie aber ablehnen. So wie ich. Ich hab nur 5 Zähne. Ja gut, das mit die 5 Zähne da ein bisschen zu dir passen. Wohl eher lernen. Ja, du, Lukas. Ich glaube, das war's dann auch für heute, da die sagen. Ja, die ist auch und generell ist so lang Güllefahren anstrengend. Ja, ist ja auch wurscht. Ja.